Das Abenteuer geht weiter hier bei Pokémon Weiß 2, wo wir in der letzten Folge nicht nur Violaceus gefunden und besiegt haben, nein, wir haben auch herausgefunden, dass sie Kyurem, das legendäre Eisdrachen-Pokémon, entführt haben und jetzt setzen wir uns das Finstri auf den Hals. Rekkai Müllmann, du hast Schlüssel verloren! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Nee, ich hoffe natürlich nicht. Ein fliegendes Segelschiff, okay. Wir setzen uns in Bewegung und jetzt? Team Plasma! Wenn er fliegt, den kommt mir nicht. Was ist da drüben? Ja, servus, Sharon. Ja, also tut mir leid, dass du zu spät kam. Wie immer. Riesengrotte fliehen. Riesengrotte? Liegt einer von 122. Der ist auch im Komm du auch. Das ist Pokémon Kyurem, oder? Ich finde seine Stimme klang irgendwie traurig. Und tschüss. Kyurem. Missbraucht Team Plasma Kyurems Kräfte. Scheiße. Was macht er bloß? Wie wollen wir Team Plasma aufhalten? Wenn Kyurem ein legendäres Drachen-Pokémon ist, so wie Lysana sagt, dann können ihn nur Reshiram oder Zekrom die Stirn bieten. Am keines der beiden Pokémon ist im Moment hier. Wo sind die beiden Trainer, die von den legendären Pokémon anerkannt wurden? Also einen kennst du ja, also wohl dein bester Freund von damals war. Und der andere, wo der... Wow, was ist das gerade? Hallo? So, ruckelt's gerade. Jetzt geht's wieder. Hat gerade ein bisschen geruckelt. Ich frage mich gerade wieso. Keine Ahnung. Naja. Jedenfalls, wir schauen uns mal ein bisschen um. Verdammt, sind sie abgehauen. Das gibt's ja wohl nicht. Ah, diese Arschgeigen. Na egal. Wir haben andere Sorgen. Wir müssen sie aufhalten. Ein für alle Mal. Hier gibt's nichts, wollte ich gerade sagen, aber es gibt offensichtlich doch was. Ein Apoguvalyp. Ach nee, das ist ein Quabbel. Ja, sorry wegen den Namen, das kann man die einfach nicht merken, hey. Das ist unglaublich. Bei Generation 1, 2, 3 kein Problem, 4 in der Regel auch nicht, aber das hat der 5. Generation, mein Gehirn wie auf durchgeschaltet. Mit einem Ohr geht's rein, denke ich mir nur so, der hat noch einen Namen und dann geht's wieder raus. Weil Quabbel müssen wir eigentlich merken können. Der geht ja eigentlich noch, wa? So, dann kommen wir jetzt hier am schnellsten wieder raus. Und dann versuchst du einsetzen, kommen wir jetzt da rechts wieder raus. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Enturn? Nee, das war ja anders. Enturn? Ich will mal sagen, Enturn. Enturn. Und tschüss. Das war gemein. Ja, irgendwie schon. Ich überlege gerade wegen den Pokémon, die ich jetzt mitnehme, auf diese lange Reise, Freunde. Denn es ist ja so, dass wir jetzt uns in Riesengrotte aufmachen und dort brauchen wir leider zwangsläufig ein Pokémon, das sowohl Surfer als auch Stärke kann. Gut, Surfer haben wir natürlich mit Shelby dabei, kein Problem. Was allerdings Stärke anbelangt, müssen wir halt Glotzi mitnehmen. Unser VM-Viech. So, Herzschuppe. Ne, wohl alles nicht. Wo ist jetzt der Schutz? Ah, hier unten ist das so. Top-Schutz, 12 Mal. Sehr schön. So, wir müssen Surfer einsetzen. Ja, gerne. Und aber schnell wieder raus hier. Jetzt ist die Musik noch glücklich. Die Frage ist aber, wie lange noch? Gute Frage, die erste Frage. So, hier, dann hoch, dann links, dann hoch. Wir müssen bereits raus sein aus der Höhle. Perfekt, perfekt. Ist plötzlich mehr Trainer hier, oder spinne ich gerade? Nee, den kennen wir auch schon bereits. So, kannst du mich mal ganz kurz heilen? Dann speichern wir so einen Besuch bei Schwester Joy, oder wie auch immer die hier in den Spielen heißt. Shelby, komm schon. Ja, deswegen, das war jetzt ein bisschen nicht geplant. Ja, deswegen halt wegen dem VM-Viech und so die Frage, welches Pokémon kommt raus.
Ja, eigentlich auch ein bisschen dämlich, dass man immer nur 6 Pokémon dabei haben darf, wobei eines im meisten sowieso den Platz des Pfauenviechs einnimmt. Vielleicht kann man das auch mal ein bisschen ändern. Dass man irgendwie 7 hat oder irgendwie 1 von Pfauenattacken und so. Eine andere Idee, dass Pfauenattacken gar keine Kampfattacken sein können. Also sprich, dass man die einfach als 5. oder 6. Attacke erlernen könnte. Das wäre doch geil. Wäre um einiges praktischer. Aber eben, da können es halt so Pfauenattacken können sie im Kampf nicht einsetzen. Das wäre vielleicht unter Umständen auch nicht so praktisch. Aber ja, alles nur so spontane Ideen. So wie sieht es eigentlich aus mit, wir haben einen Mantax gefangen. Muntux. Der kommt, in welcher Box kommt denn der? Von Nummer her bist du ziemlich noch hoch, aber nicht hoch genug. So, das reicht. Jonas hat das mal ein anderes Mal. Sortieren, geht über Studieren. Ich weiß. Müsste irgendwo hier gewesen sein, wa? Das ist doch hier bereits die Vorstufe. Kann der raus und tschüss. Oh, er hat ein hartes Wesen gehabt. Nein, wäre genau richtig gewesen. Wobei, ist jetzt eh nicht im Kampf ein von dem her. Ist das egal? Es spielt keine Rolle. Und guck mal, da nehmen wir mit. Da haben wir jetzt eigentlich für ein Level 45, 46 Laterra ist also stark, ey. Wir tauschen kurz, wa? Ach, ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, ich will ihn eigentlich nicht aufgeben. Gut, ihm brauchen wir. Elevoltix ist gerade so übelst stark. Rebigator brauchen wir eventuell, falls wir vorher noch auf End treffen sollten. Weil da kennen auch unsere Rebigator. Auch will ich ja noch weiter trainieren. Sunny ist sowieso immer gut. Tja, Kumpel muss raus. Es tut mir leid, aber kein Feuer-Pokémon dabei, ob das eine kluge Idee ist. Und gegen Eis geht ja auch Kampfattacken. Ja. Gefällt mir nicht so ganz, Leute, muss ganz auch zugeben, wobei jetzt mal ganz kurz gucken, Sunny hat. Psycho-Pokémon, okay, wegen Spukball ist kein Problem. Also noch andere Pokémon dabei. Psychokinese, Psycho ist stark gegen Gift und Kampf. Ja, vor allem das ein Kampf kann nicht schaden. Wenn da mal irgendwas kommen würde. Nee, komm, ich lass jetzt mal so. Bisschen dämlich, ich weiß, aber es geht momentan gar nicht anders. So, gut. Raus hier und weiters Weges. Vielleicht treffen wir sogar in dieser Folge noch auf. Das geheimnisvoll Unbekannte, wa? Was auch immer uns da in der Riesengrotte erwarten dürfte. So, Topschutz. Oh, nur noch 10 Stück. Ein bisschen unpraktisch. Und schon wieder zurück. Ein bisschen einkaufen kann nicht schaden. Ja, bitte, ich brauche zuerst mal ein paar Hyperbälle, wenn es mal genehm ist. Das heißt, zwei brauche ich, super. Toll, und 10 habe ich noch. Hier brauche ich noch einen. Okay. Zack. Ein Hyperdrank. 4, wenn ich bitten darf. Oh, über 80.000 noch Beleben ein bisschen ein. Oh, sehr viel gebraucht. So. 15, das passt schon. Hyperheiler habe ich noch 30, das reicht. Top-Shoots brauche ich ein bisschen mehr. Nehmen wir nochmal 20 mit, wa? Aber insgesamt 30, das ist doch eine schöne runde Zahl. So, sehr schön. Jetzt aber richtig. Ganz schnell geht's unterwegs. So, und bevor wir es noch vergessen, Item da, zack, gut. Muss ganz schnell, nö. Bidaya City, hey, du bist eine verflucht verwirrende Stadt. So, Route 22, hier sind wir wieder. Zack. Bisschen schneller geht's dieses Mal schon. Dafür sorge ich schon, indem ich runterfalle. Das wollte ich eigentlich verhindern, ich trottel, ich riesen Arsch. Egal, wir gehen unten durch. Geht auch so. Ja, bitte nochmal einsetzen, die sind sowieso zu schwach zum Trainieren. Jetzt. Meine Fresse. So, Surferstärker, aber alles weiter, was ich brauche. Die Typen sind ja weg. Ja, wenn der Brüllwaffe kommt schon. Yep. Wir sind bereits fertig hier. Okay, wenn es uns beeilen. Und dass wir was machen, hauen wir schon ab. Gegen den du von uns kämpfen möchtest. Gegen mich bitte, ich brauche Erfahrungspunkte. Das ehemalige Mitglied von Team Plasma. Oh. Also stimmt ja. Was Gesicht kommt mir bekannt vor.
Als ob man da so einen kleinen Pixel kennen würde. Enva halt immer so gut zum Pokémon, da möchte sie ebenfalls vor bösen Mächten beschützen. Naja, da hast du recht. Wir sind es schaffen, die Plasma-Dinge auszumachen, das N und die nie gelegenen Namen reinzuwaschen. Okay, kann mich Michael. Ja, kann man schon. Oh, vielen Dank, das geschehene Wohl haben wir letztes doch nur getan, was wir wollten. Verzeihung, aber es gibt da noch etwas, das ich erledigen muss. Naja, dann können wir dem echt trauen. Wir sind im Zwiespalt. Egal. Hier müsste irgendwo der Eisstrahl für Shelby sein. Da freue ich mich schon sehr, Freunde. Da haben wir direkt 3 Pokémon im Team, die Eisattacken beherrschen. Ja, Lucario und Elevoltic mit jeweils ein Eissieb und halt Shelby mit dem Eisstrahl. Hat sie noch etwas? Die Höhle ist so groß, ey. Ich überlege gerade, was wird passieren, wenn ich jetzt da runter gehe? Wo wäre ich denn jetzt hier? Das kann ich doch. Das kann ich doch. Das ist doch die Aussichtsplattform. Gelbstück. Ja, da unten ist die Riesengrotte. Sehr schön. Und hier ist ein Item. Ein Mondstein. Flieg und Sieg. Für Pumelo vom Pixie. Pipi, so. Herum, mit dem Schuh draus. Doch, bitteschön, nochmal. Und. Ah, da ist nochmal ein Item. Der Top-Drang. Top, die Wette gilt und so. Muss ein verflucht starkes Pokémon sein, hey. Ich habe einen Schutz an und Psyana vorne. Wow, 50 glaub's auch. Okay, Mann, ihr zwei kriegt das schon hin. Auron, der hat einen Pelipper. Na egal, mach's mal so. Und du wirst die Kraft... Nö. Die Finsteraura wenn schon. Gegen Lunastein. Tschüss. Alter, was für eine Power haben die. Der muss weg, das ist nämlich sehr effektiv. Alter, das glaube ich einfach nicht. Sehr okay, bringt sowieso nichts mehr. Schleuder, der könnte was bringen. Aber scheinbar nicht. Nehmen wir mal die Rückkehr. Dürfte eigentlich auch ausreichen. So, Eis noch ein bisschen. Attacken sparen, sprich halt die AP. Tschüss, Pelipper. Jetzt könnte ich Lunastein eigentlich noch fangen. Aber schon zu spät. Kacke. Und Sunny und Auron 51. Komm schon, komm schon. Aurasphäre. Ja, die Aurasphäre. Nein, doch geht doch. Das schon, die kriegen wir gar nicht mehr. Yes, Mann. Jetzt kann es richtig losgehen, Freunde. Geil. Gut, hier unten können wir eine Abkürzung freischalten. Denn hier haben wir ja Serra, so sprich Tessera. Blub, blub. So, und hier ist Route 13, genau, und hier Tessera, sage ich ja. Sehr schön, Route 13, was ist hier unten noch? Nur noch ein Item und ein verstecktes irgendwo, was soll das sein? Verstecktes Item? Ja. Tatsächlich eine Herzschuppe, schon wieder. Jetzt haben wir auch schon sehr viele davon. Umso besser. Weil Pau muss sowieso noch 2 Attacken wieder lernen und die anderen vermutlich auch noch die ein oder andere Attacke. Gut, hier geht es jetzt weiter. Dann können wir direkt weitergehen zum Versteck von Team Plasma. Ich will gerne noch etwas anderes machen vorher. Noch ein bisschen Zeit, sprich halt die Höhlen noch erkunden. Cool. So, Top-Schutz. Nice. Dann hat ein Item, sehe ich auch, ja. Weiterhin einsetzen, ja. Und was wollt ihr hier? Damit niemand kommt. Wo geht's eigentlich lang? Ist er bereits... Ah, stimmt, da müssen wir zur Pokémon-Liga gehen. Also jetzt hier halt ein Weiß und Schwarz 2 war ein bisschen anders. Als im Vorgänger. Und noch ein Hyperball. Ich glaube, hier gibt's nicht mehr viel, wa? Dann geht's relativ schnell, Leute. Am nördlichen Ausgang hat es auch nicht, von dem her Sternstück. Mal kaufen. Gut, Gudi. Hier hat's auch nichts. Hier hat's was. Nö, doch nicht. Ein bisschen voreilig. Aber hier hat es etwas. Hätte ich auch ohne Radar gesehen. Und dort zumindest vermutet ein Eisjuwel. Okay. Ein Juwel, das schnell schmilzt. Bringt's ja echt. Ah, dort haben wir die TM13 Eisstrahl. Glaube ich mich zumindest so zu erinnern. Ich hoffe, es stimmt auch.
Shelby, hol dir deinen Eisstrahl. Du hättest schon mal einen Drachen gebrauchen können. Ich weiß, aber es kommt halt ein bisschen zu spät. Aber macht nicht. Lieber spät als gar nie. Eisstrahl. Juhu. Ich freue mich. Gut. So, Tidewasser hat einen schönen Auftritt gehabt, aber leider war es dann doch wohl eher ein Schuss in den Ofen. Eine theoretisch eine coole Attacke, aber so verbrennen und so, naja. Wir haben Surfer, das reicht momentan. Shelby erlernen Eisstrahl, Wassertempo oder sprich Aquajet. Die Wasserdüse, sowas, ja. Genau, für schnelle Angriffe und dann jetzt halt kommt das hier weg. Zack, und Eisstrahl. Gegen Pflanzen, Flug, Käfer und, oder Käfer glaube ich auch. Und halt Drachen-Pokémon, natürlich auch Boden-Pokémon. Also Eisattacken sind schon ziemlich effektiv. Was ist denn jetzt los? Kein Schutz mehr drin oder was? Barschuft, Barschuft. Tja, Klein, du hast gleich ausgeschuftet. Spuckball. Hat eine ganz schöne Verteidigung. Aua. Ja, Himmel, Arsch und Donnerzwinn. Okay, ich brauche Stab. Ding ist ein bisschen runter. Das muss also theoretisch reichen. Ah, meine Theorie. Meine Theorie funktioniert. Wieder einmal. Aber trotzdem arschmäßig knapp, hey. Moment, da fehlt noch was. Da haben wir da. Zack. Freunde, es geht wieder weiter zu Team Plasma. Ja, jetzt geht's halt Schlag auf Schlag. Ist schon ein Item oder was? Was ist denn der Mist? Das ist nur ein Item. Ah, hier. Ja, das natürlich auch. Zack. Noch ein Sternstück für der 2500 Pokéroller, glaube ich, war mir so. Eventuell, keine Ahnung. Wir werden es bald erfahren. Aber jetzt erstmal, knapp 3 Minuten noch. Das reicht für einen kurzen Abstecher. Oh. Wir gehen schon wirklich. Mann, wollte gar nicht. Ja, es geht schon ins Eingemachte. Das ist altes Team Plasma, neues. Nein, er wollte jetzt Zeit im holen. Komm her, Alter. Wieso? Augenblick mal. Er will mit seinen früheren Kameraden sprechen. Er möchte verhindern, dass sie verletzt werden. Dann quatsch mal da runter. Ja, Daumenköpfe. Weil es so lange wiederholen, bis ihr es verstanden habt. Cassis will die Herrschaft über eine Region an sich reißen. Die Befreiung der Pokémon ist nur Unsinn. Ganz im Gegenteil, die Pokémon leiden unter ihm. Ja, Alter, schon klar. Hältst du uns für blöd? Wir sind doch nicht aus das Geschwätz eines Verräters. Tja, funktioniert das super. Das bringt doch nichts. Hey! Sunny Boy? Was gefälligst durch? Das Pokémon, das gestohlen habt, ist das klar, Mann! Ex-Team, was habt ihr eigentlich Pokémon, was? Aber deswegen, das zu beschützen, was noch wichtig ist, oder etwa nicht? Selbst in euren geliebten Pokémon und euren Überzeugungen darunter leiden. Jetzt ist die Zeit zum Kämpfen gekommen. Ich will dich nicht so auf, du bist nur ein Kind. Niemand kommt ja auch in die Plasma-Regatta, macht sie alle fertig. Von mir aus. Du weißt nicht, wie es läuft. Yep, wissen wir mittlerweile auswendig. Wir sind nicht so bei Team Plasma, um Ärger zu machen. Finde ich gut. Die Erkenntnis. Zumindest wissen sie, wieso dass sie da sind. Okay, Smogmog. Perfekt für unser Psyana. Hup. Sunny Boy. Oh, morgen kann man doch gerne einsetzen, aber es ist Abend. Das war jetzt doof von mir. Aber es reicht trotzdem für Smogmog. Problem weniger. Slimer kommt gleich auch noch unter die Räder. Da wird zwar auch Bodenattacken gut funktionieren, aber wenn ich schon mal Sunny draußen habe, wieso dann noch eine Runde verschwenden? Zack. Tschüss, Slimy. Oh, wir haben keine Spezialverteidigung, das ist gemein. Ja, das ist es. So. Also auf den Plasma. Kacke. Ja, verloren. Genau, Pokémon in Ordnung. Hier für dich. Top-Beleber. Ja, Mann, heilen wäre besser gewesen. Und für dich. Danke, Mann. Okay, gehen wir weiter. Die Atmosphäre hat sich verändert. Ja, ich weiß, gerade 20 Uhr. Die Nachrichten. Zeit fürs Bett zu gehen. Noch mit herzloser Stärke weiter. Ich werde kämpfen, um meine früheren Kameraden zu retten, Einhalt zu beschützen. Los geht's. Sven war der Name, oder? Was, Finstrü waren sie dabei? Okay. Ist das Finstrü dabei? Und tschüss. Warte mal. Nein, das gibt's. Sven, haut der einfach ab. Der haut doch immer ab. Das ist doch. Alter, alles eingefroren hier. Was zum.
Das ist eine Pokémon-Pokébälle sperrt. Och, Mensch, ich hab's immer noch nicht verstanden, oder? Das ist kein Einsperren, sie sind gerne dort. Also, ich glaub's zumindest. Und ihr behandelt sie gut und so, also von dem her. Von Einsperren ist doch gar keine Rede, Freunde. Nicht im geringsten. Spukball. Das war jetzt Kacke von mir. Ich hatte keine Verteidigung. War ja klar. Fangen noch, wenn ich schon mal dabei bin. Manche Level 51 ist nicht so übel. Flash ist auch allergisch gegen Standardattacken, aber da muss ich jetzt durch. Komm, wir fangen es. Oh, sehr. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist. Naja, das ist beschissen. Beschissen eng vor allem, nein. Stimmt, ich sehe es nicht. Aber ich höre es. Zack, zack und gefangen. Ein Lunastein. Jetzt habe ich doch glatt die Idee, Freunde. Meteorit, genau. Einen Spitznamen geben? Ja, es ist zwar kein richtiger Spitzname, es ist eher eine Umformulierung des Namens. Aber egal. So, nehmen wir jetzt mal ganz ein. Oh, ein M, ein D. Dann noch ein S, ein Doppel-S, nö, ein T, ein E, ein I und ein N noch. Und schon haben wir Mondstein. Flieg und Sieg und so, versteht ihr? Ich weiß Spitznamen natürlich gar keine, aber egal. So, Schafklau, der Entwicklungsgegenstand für Snibel zu Snibuna. Okay, jetzt erstmal ganz kurz, braucht man einen Top-Beleber und so, nicht wahr? Wobei, Beleber dürfte reichen, weil Top-Beleber will ich mir lieber noch aufsparen. Zack. Die ganzen Artenfälle. So, Sunnyboy, jetzt geht wieder gut. Ja, mehr oder weniger. Dann kriegst du noch einen Hypertrank und dann kannst du mal die Position mit Revigator wechseln. So, ja, macht schon was her, unser Team. Macht schon etwas her. Alknapp Level 50, das ist super. Und im ersten Part, Freunde, geht es dann weiter hier bei Schwarze, sage ich schon, bei Weiß 2. Auf der Suche nach ja, auch. Auf Suche nach Gesis, nach Violaceus, Kyure, natürlich nach Sven. Was der mal treibt, hey. Naja. So, Keifel. Dann Keifel mal ein bisschen, du bist entkommen. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.